Es wird Zeit für ein neues Abenteuer in der legendären Anno-Reihe mit Anno 117 Pax Romana. Und damit herzlich willkommen zu diesem kleinen Ausflug. Ja, es ist die Demo, es ist Tutorial, ja, das wird mir schon schön angezeigt, okay. Es ist noch nicht das vollwertige Spiel, das kommt erst in knapp 2 Monaten raus, aber immerhin wir uns mal um die Demo kümmern und ich habe mir sagen, das Ganze soll nicht länger als eine Stunde dauern, obwohl es auch schon Leute gegeben hat, die das irgendwie umgehen konnten und so. Es soll aber nicht zu empfehlen sein und ja, aber nicht so irgendwie gerade das Bedürfnis dazu. Wozu ich das Bedürfnis habe, ist mal zum Gucken, wie es momentan so aussieht, auch hier an der ganzen, okay, Auflösung, warum habe ich keine bessere Auflösung? Wähle die von dir besuchte Auflösung aus. Das wäre es eigentlich nicht. Okay. Kann natürlich sein, dass das Spiel so gesagt hat, ey Junge, du mit deinem Rechner, du kannst nicht mehr. Weil, ja, mein PC ist nicht gerade das Neueste vom Neuen, das ist leider so. Ich gucke trotzdem mal ganz kurz, ob man noch was machen kann. Moment. Ich kann gleich alles abstürzen, alles im Arsch sein. Bisher sieht es noch gut aus. Darf ich nur 2K aufnehmen? Oh, was ist jetzt los? Jetzt sieht es mal richtig bescheuert aus. Ja, irgendwie will er nicht so, ne? Aber eben, das kann natürlich sein, dass ich, naja, keine momentan nicht mehr darf, sag ich jetzt mal. Moment, das ändern wir gleich nochmal kurz. Zurück zu rahmenlosen Fenster. Alles andere, hoffe dann, dass wir das bis zur Vollversion durchhaben, ne? Okay, den Rest noch ganz kurz angucken. Sieht zwar aber gut aus. Optionen, also. Gut, hier könnt ihr jetzt theoretisch. Ja, ich habe gesagt, ne, ist jetzt nicht das neue System, also. Ja, ich bleibe mal noch dabei, ne? Ich wollte zwar irgendwie 4K versuchen, aber. Nee, ich glaube, das lassen wir lieber. Und starten damit lieber direkt mit dem Abenteuer. Marcus Naucratius. Amen. Ave Caesar. Irgendwie so. Warum heißt das Spiel eigentlich Pax Romana als Untertitel? Verstehe ich nicht. Also es gibt nochmal weitere Anno 117 Ableger oder sowas. Das erste Mal, ne, dass wir so einen Namen darunter haben. Kann ich irgendwie deinen Namen ändern? Nö, geht nicht. Ne, geht erstmal bei der Vollversion. Okay. Was? Provinz. Latium. Das hungrige Herz des Reiches. Das vergessene Juwel des Reiches. Erbaue lebendige Städte und großartige Monumente zwischen azurblauen Meeren und sonnenverwöhnten Küsten. Ein klassisches Anno-Abenteuer. Boah, das war ja eigentlich das Ziel. Ein klassisches Anno-Erlebnis, ideal für Anfänger, hügelige... Okay, Anfänger bin ich jetzt eigentlich nicht, wie sieht's aus? Albion, wilde, ferne Küsten, umwoben von fantastischen Legenden, wartet Albion. Über diese schwer kontrollierbaren Inseln in ihren lebensfeindlichen Sümpfen zu herrschen, ist eine Herausforderung, die eines jeden Praetors würdig ist. Praetors. Aggressiven Räubern, man ihm die römische Lebensweise, okay. Ich finde es interessant, dass ich irgendwie bei der Demo sogar zwischen beiden Spielen wählen kann. Nach Albion reisen. Ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass wir dann zu Release des Spiels auch eine Kampagne haben. Das heißt, ich werde es natürlich wieder, oder ich hoffe, dass ich das so machen kann, wieder so machen wie bei Anno 1800. Das heißt, wir die Kampagne machen und darauf halt alles andere aufbauen. Ja, auch die ganzen DLCs, die sicher folgen werden. Ich meine, Anno 1800 hatte genug DLCs. Und auch wenn wir Anno 1800 erst nach 479 Folgen beendet konnten, aber trotzdem sind wir Bock drauf. Und ja, das Ganze ist auch schon 2 Jahre her seit der letzten Folge, tatsächlich. Ein bisschen mehr als 2 Jahre. Ja, er hat so damals ja gesagt, von wegen, ja, ich würde gerne noch weitermachen mit Anno 1800, noch die anderen Abschnitte der Welt noch optimieren, ja, die Arktis und so. Da haben wir dann aber gesagt, nee, komm, dafür muss erstmal ein neuer Rechner her. Das ist leider eben noch pendent, aus verschiedenen Gründen tatsächlich. Es währenddessen einiges passiert und daher, ja, schauen wir jetzt halt mal mit einem frischen Anno-Display, ne, ist ja nicht so schlecht.
Und von 1800 geht es nach 117. Das ist mal weit zurück, ne? Aber ist ja wieder cool, ne? 117, ja, natürlich, es muss eine Zahl sein, die eine Quersumme 9 hat. Das ist einfach, das muss so sein, ne? Was wir einfach nicht mehr haben, ist die Differenz von 99 Jahren, ne? Von Anno-Teil zu Anno-Teil. Ich meine, das erste war ja 1602, dann kam 1503, dann Anno 1700, dann 1404. Und zwar zwischen 1404 und 1503 sind es 99 Jahre. Und zu 1602 ebenso, zu 1701 auch wieder, zu 1800 die auch wieder. Aber jetzt wird es schwieriger, ne? Weil 1899, das ist keine Quersumme 9, deswegen geht es nicht. Abgesehen davon hatten wir schon Zeppelin nach 1800. Insofern, oh, wir können weitermachen. Willkommen, Statthalter. Auf kaiserlichen Erlass wurdet ihr nach Albion entsandt, der nördlichsten Grenze des Reiches. Ein Land voller Nebel, Mythen und Morast. Weit entfernt von den marmornen Straßen des Imperiums erwartet euch hier eine Welt, wie ihr sie noch nie erlebt habt. Die Einheimischen tragen Hosen statt Togen, trinken Bier statt Wein und vertrauen lieber ihrem Aldermann als euch, einem römischen Statthalter. Und dennoch birgt dieser geheimnisvolle Ort großes Versprechen. Ihr werdet immer ein Römer sein, doch ob ihr regiert wie einer oder euch als einfühlsamer Anführer beweist, führen müsst ihr. Ihr könnt die Sümpfe trockenlegen, Steinstraßen bauen und ein wenig römischen Komfort an diese fernen Küsten bringen. Oder ihr nehmt die örtlichen Gepflogenheiten an, mit Bardenhallen und rätselhaften Göttern. Das Land mag euch fremd sein, einige seiner Bewohner unnachgiebig, doch das Vermächtnis, das ihr hier aufbaut, könnte durch das ganze Reich hallen. Also, willkommen in Albion. Hier beginnt eure Geschichte. Bin ich gerade der Einzige, der irgendwie ein bisschen Vibes von The Witcher 3 hatte? Wachstum unserer Stadt von entscheidender Bedeutung. Ja, was du jetzt sagst. Moment mal ganz kurz, ich muss hier wieder Steuerung. Okay. WASD funktioniert sehr gut für die Kamera. Ja, er hatte gerade ein bisschen Witcher 3 Feelings. Also von der Gegend her, sag ich jetzt mal. Gut, wir hatten keine Monster, okay. Aber auch von Städten und von der Musik, da hat man gerade gesehen, wie, hä? Das Intro von The Witcher 3, aber eben die Monster fehlen noch, ne? So, haben wir irgendwie eine Kamera-Ding? Warte mal. Geht das? Ne, geht nicht. Schade. Mal gucken, ob wir noch so die Features haben wie aus dem Vorgänger. Gibt's sicher, nur aber es funktioniert hier nicht. Quest. So, Bauernholzfällerhütte. Ganz irgendwie. Okay, das wollte ich gerade nicht. Irgendwie andocken, das wollte ich gerade sagen. Wir sollten den Holzfäller im Wald in der Nähe unseres Kontors stationieren. Im Kontors. Schräge Straßen, Leute. Endlich nach so vielen Jahren endlich mal schräge Straßen. Schwebeschall. Sollte sich zwischen Kontor und Holzfäller befinden. Ja, was du nicht sagst. Noch irgendwie. Okay, da sehe ich gerade, dass ich da drin bin. Im Einzugsbereich. Bin ständig im Wasser. Schau, schwimm heute. Ja, wegtreten. Bin ich im Norden gelandet oder was? Das wäre irgendwas von Wikinger-mäßig, naja. Überrascht, das Spiel noch so flüssig läuft, ne? Mit 4K wäre es vermutlich weniger so. Ja, da muss ich dann schauen, wie ich das machen will. Aber bis dahin einen neuen PC habe. Das ist halt immer so eine Sache. Wenn ich einfach so einen neuen PC irgendwie, einen neuen Computer sich einfach irgendwie bestellen oder zusammensetzen, ist doch die ganze Zeit dafür brauchst zum Konfigurieren und so. Wir haben momentan wirklich andere Sorgen. So Real-Life-mäßig. Bergplatz, okay. Bergplatz. Inselfruchtbarkeiten. Eisenvorkommen, Kupfervorkommen, Silbervorkommen. Vor allem Fruchtbarkeiten, bin ich noch nicht. Sumpfplatz. Okay, Bergplatz, Sumpfplatz. Also jetzt theoretisch, dass ich hier auch, naja, halt Silber und so abbauen könnte oder eher weniger. Du kannst wieder irgendwie aktiv bleiben, geht das? Kann ich irgendwie aktiv lassen? 0 von 10. Was? Wanderer-Wohnhäuser. Okay. Naja. Ihr wisst, wie ich Häuser baue, insofern.
Wobei, jetzt kann ich es anders machen. Ne? Dann machen wir mal so. Eine schräge Straße. Diese Straßen können wir bauen. Nein. Ich mach mal so schon mal und dann noch ein bisschen hier durch. So, ach, das sieht doch so schön aus. Naja. Ich weiß, es ist Geschmackssache. Baue die ersten Wohnhäuser. Ich bin ja dabei, Mensch. Sehe ich gerade irgendwo noch, wie viele Dinge ich habe? Bilanz. Ja, die ist immer negativ bei mir. Das ist nichts Neues. Ich würde gerne sehen, wie viel... Wo mein verdammtes lag... hallo? Holz? Wie viel Holz habe ich vor der Hütte? Komm schon. Zeige es mir an. Nein, das ist nicht ganz das, was ich wollte. Hallo, Spiel? Muss ich irgendwo anzeigen können. Okay. Seltsamer Ort, wie ich finde, aber gut, also das mal so. Wo baue ich? Kann man Häuser schräg bauen? Muss ich nicht, ne? Na egal. Wir wollen eh 10 Häuser haben. Nehmen wir mal so eine bekannte Zweierreihe, ne? Die bauen wahrscheinlich automatisch, das freut mich, ne? Ist nicht mehr so wie bei Pioneers of Pagonia zum Beispiel. Naja, es sind auch verschiedene Spiele. Sie haben Ähnlichkeiten, aber sind trotzdem verschieden. Was auch schön ist. Hau. Keltisches Wohnhaus. Also mit den verschiedenen Kulturen und so erinnert es mich auch ein bisschen an Age of Empires 2. So. Muscheln. Aale. Möglich in Albion. Mhm. Du mich auch, Brudi. Nur eine Stunde Zeit als über. Okay, wir müssen ein bisschen Gas geben, Freunde. Wer kommen wir überhaupt hier? Das ist eine andere Frage, ne? Neue Nahrungsmittel freigeschaltet. Muscheln, der süße, delikate Geschmack der bescheidenen Muschel vermag jeden zu öffnen. Witzig. Aale. Kräftiger und nahrhafter als Muscheln sind Aale. Goldwert für Römer, denen ein bisschen Knorpel nichts ausmacht. Boah, aber solche Dinge... Bin ich irgendwie automatisch Vegetarier, weiß auch nicht. Ja, ich nehme es an, danke. Oh, kannst du jetzt von hier auswählen, dann tut er praktisch. Aalfänger, Muschelsammler, natürlich beides, ne? Sehe ich nicht, was ich irgendwie, ob ich überhaupt eins von beiden habe? Weil nur weil ich jetzt hier sage, hey, ich will gerne Aale fangen, heißt nicht, dass es auch geht. Was ist los? Ah, Sumpflang geht nur um, okay, hier oben. Ja. Ja gut, dann mach mal, ne? Holen wir ein paar Aale aus dem Sumpf. Gut, die gehen aber auch schräg. Schräge Angelegenheit, ne? Hier. So, kann ich noch nach wie vor versetzen? Ah, Feature habe ich dich vermisst. Wie gesagt, ne, ist über 2 Jahre her, also das letzte Mal, wo ich Rano gespielt habe. So, dann machen wir hier mal noch einen. Dann schnell hier rüber. Hier eine kleine Abkürzung. Ja, das Umranden, das muss trotzdem sein. Weil Baum. Nein, einfach so bin. Dann. Ach, scheiß Bäume, geh mir auf den Sack da. Scheiß Bäume, weg da. Den theoretisch auch schräg bauen können, ne? Naja. So, dann hätten wir hier die Muschel. Muschelsammler. Wie viel war überhaupt dafür? Arbeitskräfte, Wanderer. Wie viel haben wir hier überhaupt? Hä? Ist aber keine Einwohner? Hat hier welche? Hä?
Wenn ich keine Arbeitskräfte habe, wie soll denn überhaupt... wie soll das gehen? 0 von 100% erreicht. Ja, Kunststück, wenn ich gar keine Arbeitskräfte habe. Okay, das nehmen wir auch 140, ne? Die Zeiten waren hart. Hoffentlich ist das nun vorbei. Oh, das bezahlen wir irgendwie. Natürlich null Plan. Wie viele Dinge ich brauche. Die Siedlung. Achso, geht das gar nicht. Ups, okay. Ja, muss noch einer sagen, Mensch. Sachen gibt's. Kann ich irgendwie drehen? War das schon wieder ein Z, ne? Nö. Alle will gerne drehen. Zum Übersetzen drücken. Nein, ich will gerne drehen. Hallo, wie geht das Drehen schon wieder? Z war es nicht. Nein, das auch nicht. R vielleicht? Okay, lassen wir es. Da geht auf mal Zeit ab. Fast, ne? Okay, warte mal. Machen wir einen so. Ach, plötzlich habe ich Arbeiter, ne? So schnell kann es gehen. Was ist denn jetzt los? Eine Gabelung im Fluss. Ein Wanderer stapft vorbei. Was ist das für eine Grafik, hey? Ist das Anno 117 oder ist es noch Anno 1503? Naja. Ein anderer kommt dann hier vorbei, schwer bepackt mit einem Korb voller Aale. Boas Mahlzeit. Müde betrachtet er deine römische Kleidung, verunsichert durch den Anblick einer Toga sowie durch den Anblick seiner Hose. Trotz seiner Last bleibt er stehen und begrüßt sich als ein Praetor. Wie reagierst du auf ihn? Mal beschlagnahmen, sein Vorrat kaufen. Zufriedenheit minus 50. Ihm alles Gute wünschen. Ja, servus. Solche Dilemmas sind mir zu hoch. Okay. Mögen deine Flüsse immer klares Wasser führen. Armen Bruder. Etwas, das du bedenken solltest, Ere. Ein Gebäude wie das Lagerhaus kann auf festem Boden oder in Sumpfgebieten gebaut werden. Okay. Versorgung kritisch, Versorgung perfekt. 0,1 von... Okay, da muss ich vielleicht ein bisschen beobachten, ne? Es wäre gut, dass ich irgendwie 2 davon bräuchte. Aber ich habe keine... Ja, wie soll ich sagen? Kein Richtwert, ne? Also was soll ich da machen? Okay, ein paar Wanderer mehr noch. Wie viel haben wir pro Haus? Ah ja, schneller. Ah, die Zeit kann ich erhöhen, aber die Zeit hier nicht. Hehe. Nein, soll doch wunderbar so sein. Ich bezweifle, dass irgendwelche Entwickler sagen, oh nein, sie haben unser Spiel ausgetrickst. Das würde mich jetzt stark wundern. Wenn natürlich jetzt aber fies und die Zeit auch schneller laufen würde, das wäre sehr, sehr gemein. Ein Flaggschiff, okay. 20, oh cool, können wir das nächste freischalten. Neue öffentliche Dienste freigeschaltet. Der Markt. Der Markt ist nicht nur zum Füttern und Tauschen von Pferden da, er ist auch der einzige Treffpunkt im Umkreis. Feuerstelle des Barden. Am Feuer versammelt man sich, um Lieder, Geschichten und Neuigkeiten auszutauschen, auf Kosten des Prators. Wie spricht man das eigentlich aus? Praetor? Prätor? Also wenn es Prätor ist, warum schreibt man da von Umlaute halt, ne? Gut, die gibt es nur im Deutschen, aber trotzdem. Auf
Costas Praetor. Das muss ich, glaube, bevor wir dann die Vollversion spielen, mal noch kurz recherchieren, wie man es genau ausspricht. So. Den gefällt mir, also bauen wir das mal. Wartungskosten, ja. Öffentliche Dienste sollten in der Nähe der Wohnhäuser errichtet werden, um den Bedürfnissen der Menschen gerecht zu werden. Ja, da stimme ich zu, es macht Sinn. Hier ist der Markt. Wie sieht's aus mit der Feuerstelle des Barden? Bardio! Für die Rallala, für die Rallala. Da kann er das Teil sich irgendwie... Komm schon, wie ging das Drehen schon wieder? Ah, muss ich kurz nachgucken, wie das Drehen hier geht mit dem Shortcuts. Kann ja wohl da sein, ey. Also, wie war's? Gebäude drehen. Komm schon, du bist doch irgendwo. Kopierwerkzeug ist C. Abrisswerkzeug X, okay. Straße bauen. Befestigte Straße bauen. Shift R. Okay. Mit dem Komma? Ein Punkt drehen. Ach du Scheiße. So, was ist denn hier? Shift R. Kein Glauben. Das glaube ich jetzt nicht, ne? Okay, das irgendwie mit Shift R Ding klappt irgendwie gar nicht, ne? Naja. Werde schon herausfinden. Irgendwie, irgendwann. So, kann ich das Ganze drehen? Ah, danke schön. Dann machen wir trotzdem hier. Und ja, ich weiß jetzt auch schräg bauen können. Das sparen wir uns auch wieder später auf. So. Oh, gucken wir mal die Panoramasicht. Haben wir jetzt die irgendwie auch? Oder gibt es die gar nicht? Muss ja irgendwo hier unten sein, ne? Ausbau römisches Wohnhaus mit Z. Mehrfachausbau, okay. Kameravoreinstellung. 6 laden, speichern. Filmaufnahme. Ctrl F3. Postkartenansatz F1. Wird wohl kaum sein, ne? Nun ja, nicht so ganz, mein lieber Vergangenheits-Michael. Ja, den nächsten Zeitpunkt habe ich aus Versehen meine G1-Taste gedrückt auf dem Keyboard und G1 bei mir halt stumm schalten. Ja, und hier ist Panorama halt auf F1 und da F1 und G, also Funktionstasten bei mir G miteinander gekoppelt sind, habe ich es nicht gerade geschnallt. Deswegen muss ich hier kurz nachsynchronisieren. Das Ganze dauert etwa 10 Minuten. Schön, wa? Das heißt, einfach mal ganz kurz mich daran erinnern, was ich in der Demo alles von mir gegeben habe. Das kann nur lustig werden. Also, was klickt hier herum? Menü, ja. Ja, nehmen wir an, ich wollte immer noch irgendwie herausfinden, wie das mit den ganzen Dingern ging, ne? Bessere Perspektive und so dabei. Eben, es ist ja die Panoramasicht, die ihr auf F1, die war eigentlich schon richtig. Da sieht man so einen späteren Zeitpunkt des Videos nochmal. Aber aus irgendeinem Grund hat es nicht so ganz funktioniert. Das war irgendwie ein bisschen creepy. Naja. Ich frage mich zwar immer, wenn wir schon dabei sind, warum gibt es eigentlich primäre Tasten und sekundäre Tasten für die gleiche Aktion? Aber ich habe nie so richtig verstanden, ne? Wenn man irgendwie... Etwas, ja, das ist klar. wäre. Wenn man sich irgendwie sagen könnte, die primäre Aktion ist vom Spiel vorgeben und sekundäre kann ich selber bestimmen, das wäre was anderes. Aber ich kann hier die sekundäre oder primäre Aktion ja auch umstellen. Oder nicht? Aber kann ich getestet, ne? Okay. Nevermind, nevermind. So, müssen wir ein bisschen ausbauen hier, ne? Ich meine, wir haben nur noch 40 Minuten, da muss ich noch ein bisschen was ranklotzen. Übrigens sind 40 Minuten, ne? Ich meine, mittlerweile spielt es keine Rolle mehr, in Demo ist eh fertig. Aber was ich halt erst später gemerkt habe, ist, dass es nicht auf die gesamte Spielzeit betrifft, diese Stunde, sondern pro Map.
Und auch, also ich könnte zum Beispiel diese Map, sobald die Stunde um ist, nochmal neu starten, nochmal eine Stunde spielen. Du darfst einfach pro Durchgang nur eine Stunde spielen, sag jetzt mal. Wenn du das Spiel beendest, dann ist das Spiel halt vorbei und dann startet er von vorne, weil du kannst nicht speichern. Ja. Das sind eben so Dinge, da muss man sich recht hinterfragen, warum haben die Entwickler das gemacht, aber hey. Anderes Thema, das Spiel kommt in knapp 2 Monaten raus, also scheiß drauf. Wir machen eben die Muscheln-Dinger weiter. Ja, ich weiß es, weil ich mir irgendwie Angst hatte, dass eine Muschelding nicht reicht. Wenn dann noch mehr Leute ansiedeln möchte. Siedeln. Mhm. Ja. Wollte ich nochmal ein bisschen schräg bauen. Und dann mir so, geht das hier irgendwo? Aber schräg bauen selbst ist cool. Wenn man es mal so überlegt, Anno 117 ist ja nicht unbedingt einer der ersten Teile der Reihe, ne? Ich meine, wir hatten 1602, dann 1503, dann 1404, dann 1701, dann 1404, dann kam 2070, dann 2205, dann 1800 und jetzt 117, ne? Also wenn ich mich nicht komplett erzählt habe, müsste das der 8. Teil der Anno-Reihe sein. Und du kannst schräge Straßen, schräge Gebäude erst mit der 8. Version bauen. Ich meine, ich habe es irgendwie auch nie vermisst, ne, wenn wir ehrlich sind. Klar, so Spiele wie die Siedler und so. Oh, Blaupausen, cool. So Spiele wie die Siedler und so kannst du auch rundbauen und so, ne? Ist auch cool. Aber Anno ist halt, oder verbinde ich halt eben noch mit diesen scheiß Quadraten oder Kasten, einfach kassenförmigen Dingern. Muss nicht unbedingt quadratisch praktisch quadratisch praktisch klug oder gut sein, sondern kann natürlich auch rechteckig sein und was auch immer. Aber das was anderes. Ja, Blaupausen, ne? Ich suche ein Ding. Genau. Weil ich habe irgendwie so dann gemerkt von wegen, ey, da ist ja cool, dass es Blaupausen da gibt, aber wo kann ich den Blaupaus generell einstellen? Ich habe keine Option, um zu sagen, hey, Blaupausen generell eingeschaltet. Und ausgeschaltet. Die Frage ist, kann man es über den Gebäudetyp vielleicht machen? Naja. Ornamente, auch immer sehr schön. Was kann man hier Schönes bauen? Jo. Bau. Das ist natürlich sehr geil, ne? Du kannst hier, gut, über Straßen geht nicht, ist ja, ist halt kein Ding, ne? Keine Palisade, keine Mauer oder so. Gibt sicher noch so militärmäßig irgendwie so Mauern und Stadttouren, die du da bauen kannst. Was ich auch ein bisschen vermisst habe vom 1800er Teil natürlich, aber ja, warum soll man dort sowas machen, ne? Zu einem vom Zeitpunkt her, das wäre selber gewesen, der gesagt hätte, 2005, wenn wir zum Mond fliegen und so, ja, ich muss auf der Erde noch irgendwie so Palisaden bauen. Naja. Aber schon so ein krasser Unterschied, ne? Wenn man es mal so bedenkt. Anno 1800 hat ja viele Gebäude und so, oder auch so mit den Zügen, war ja eigentlich doch, ja, Vergangenheit und so. Klar, aber es ist schon relativ nahe an der aktuellen Gegenwart auch. Wir hatten ja auch Strom, verschiedene Stromsorten. Also, ich würde sagen, das war näher an unserer Zeit, als wirklich ein 1800 dran war. Da haben die ganzen DLCs, was noch dazu kam und so. Arbeitskräfte, dass man da wieder verschiedene Typen hat, ist klar. Ich glaube sowieso in der Demo kann es nur die ersten beiden Stufen haben, ne? Weiter geht's eh nicht. Such auf dem Markt nicht nach einem. Warum sollen hier nein, nicht das Pferd? WTF. Naja, auf alle Fälle, und dann haben wir halt eben so ein Zukunftssetting, ne, mit 2205, was vielleicht ungefähr hinkommen könnte. Besiedlung und so vom Mond. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen spät tatsächlich. Wenn man so auch Star Trek und so betrachtet. Andererseits muss man natürlich auch sagen, wir haben momentan auf der Welt dermaßen andere Sorgen und Probleme. Erst wenn man die eigentlich wirklich hinter uns hätte und sagen kannst, ja, wir haben einen Weltfrieden, es gibt hoffentlich, oder dann gesehen gab, wäre dann in der Vergangenheit, gab hoffentlich auch nie einen dritten Weltkrieg, in Welthunger und so auch alles tilgen können, es quasi keine dritte Weltländer mehr gibt und so. Eigentlich überall auch keine also ja, dass es auch keine Nahrungsknappheit gäbe und so. Ich glaube, erst wenn wir das alles geschafft haben, dann macht es Sinn, überhaupt so zu expandieren, auch mit dem Mond und so.
Auch natürlich so Unternehmen wie SpaceX und sowas was anderes machen tatsächlich. Fortschritt halt, ne, das stoppt nicht, da ist auch klar. Und jetzt halt hier wieder, wenn wir zum Thema zurückkommen, ne, mit der Anno-Reihe, wieder so ein krasser Unterschied, ne, 117. Gut, ich meine eben, es muss durch 9 aufgehen und so, ne, ist wieder die Formel. Deswegen, was will sie groß anders machen, ne. Aber das erste Anno, was halt dreistellig ist, ne, und nicht mehr vierstellig. Kann man was Neues freischalten? Komm schon. Schilfschuhe und Tuniken. Machen wir beides, ne? Wobei, wieso Tuniken? Hä, wollen die irgendwie jetzt normale Kleider haben? Ich dachte, es sind Kelten, die tragen keine Tunika aus Rom. Das sind ja keine Römer. Ja, das wird dann bei der Vollversion am richtigen gehen, das wird dann mal lustig, hey. Mitte November, ne? Wäre jetzt so weit, am Donnerstag. Was ja, hab glaub schon mal erwähnt in diesem Video, weiß gar nicht mehr. Aber was gar nicht mal so schlecht ist, weil dann kann ich quasi am Freitag dann frei nehmen. Donnerstag lange zocken, nehme sicher mal schon mal 3 Folgen auf, ne? Natürlich Überlänge-Folgen, wie gehabt. Dann so Freitag, Samstag, Sonntag, aber volle Anno-Power. Und dann vielleicht mal so als Wochenendprojekt, ne? Wie es früher bei Anno 1800 auch hatten. Aber ich glaube auch erst am Schluss sind. Am Anfang war es noch ein Wochenprojekt. Um Gottes Willen, ich hoffe, ich habe bis dahin irgendwie dann wirklich einen neuen Rechner. Ja, finanziell wird es kein Problem sein aktuell, aber das andere Problem, was ich habe, ist ja die Zeit. Tatsächlich. Die Zeit. Also nicht nur wegen Arbeit und Privat, ja doch, vor allem wegen Privatleben. Da staut sich halt auch viel Papierkram an. Gerade eben auch, wenn da irgendwie nahe Verwandte verstorben sind und du dich darum kümmern musst. Also willst, kannst, darfst, kann man so oder so sehen. Dann ist Junge, du hast überbaut, ne? Nur damit ich es gerade gesagt habe. Michael, guck mal. Ja, jetzt hat es gesehen. Ne, muss nochmal an, nicht richtig funktioniert. Ah, er hat geschnallt, perfekt. Ah, nachsynchronisieren wieder eine schöne Sache, wa? Ja, wenn ich zurück wollte, eben momentan bei mir eben extrem viel zu tun und da ja, muss halt gucken, ne, wo du irgendwie die Grenze ziehst mit Dingen, die du dir sagst, hey, die muss man jetzt machen, wie zum Beispiel die Arbeit. Weil kannst du nicht sagen, oh, ich habe keinen Bock drauf, weil ich lieber andere Dinge machen. Aber dann halt in der Freizeit, ne, was machst du? Ja, heute muss mal Wohnung geputzt werden, muss ja mal geputzt werden. Kannst auch nicht ewig verschieben, ne? Oder ja, jetzt muss ich auf die Bank gehen. Oder nein, jetzt muss ich auf das Amt gehen und so. Und ja, manche Dinge kann man verschieben, besser koordinieren, andere Dinge müssen sofort getan werden, vor allem wenn man irgendwie wieder Post vom Amt bekommt. Ja, das hier fehlt noch und oh, das haben sie noch nicht gemacht, das haben wir noch vergessen. Bla bla bla, das ist, ganz ehrlich, ey, das ist so eine Katastrophe. Und daher, gerade jetzt hier im Hinblick auf Anno, muss ich wirklich zugeben, ich habe wieder megamäßig Bock drauf. Aber ich habe vor allem Bock auf ein neues Anno. Weil eben die andere Option wäre gewesen, mit Anno 1800 weiter zu verfahren. Weil ich vor 2 Jahren gesagt habe, hey, da machen wir weiter und so. Ist eigentlich ja auch immer noch die Idee dahinter, dass ich da noch weitermache. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, einfach noch ein frisches, neues Anno. Das ist definitiv das, was mir momentan mehr zusagen würde. Im Hinblick auf 1707, nein Quatsch. Auf Anno 117, sowieso dann, ja, auch sehen kann, was überhaupt noch alles zu bieten hat, ne? So, ich sehe gerade, wir haben noch ein paar Sekunden, Leute, dann sind 10 Minuten, ein bisschen länger vorbei, ne? Egal. Es geht wieder weiter zu Vergangenheits... Michael, weil er hat gemerkt, hey, ich war ja stumm. Oh nee. Oh nee, Leute, wie lange bin ich jetzt schon stumm gewesen? Ach du Scheiße, das gleich. Was mache ich gerade? Wieso bin ich jetzt... Ich hatte jetzt Tastenkombinationen und habe keine Ahnung. Okay, ich habe die ganze Zeit gequatscht, das muss ich nachher dann leider beheben. Scheiße. Na gut, ich habe noch ein paar Tage Zeit, das zu fixen. Warte mal ganz kurz. Kann ich noch was jetzt? Moment. Wie einfach verwirrt klingt, ne? Ist ja richtig süß, der Kleine. Die Stummtaste.
Das stimmt, was macht die Panoramasicht. Nee, das geht so nicht. Ja, kein Wunder, aber die nicht mehr gesehen. Mann. Wie lange war ich jetzt weg? Scheiße. Ja, gut 11 Minuten. Naja. Hatte schon schlimmere Patzen, ne? Sind wir ehrlich. Doch, da ist so. Ne, Postkartenansicht war es nicht. Hä? Doch, ist doch F1 ist doch G1 zu hier. Wie doof kann so ein Vergangenheitssicher eigentlich sein? Denken Sie vermutlich, meine Zukunft sich gerade über mich selber auf. Okay. Leute, viel Spaß. Nach Latium gegen Keypad 1, nach Album gegen Keypad 2. Hey, kann ich ja wechseln? Okay. Das ist ja nur ein Win, ne? Provinzkarte. Weltkarte aufrufen geht noch nicht, ne? Naja. Ere, es ist an der Zeit, dass wir eine höhere Klasse von Bewohnern anziehen. Die Plebejer. Gesundheit. Also, wir waren jetzt hier, ne? Also vorhin, wo ich irgendwie ein bisschen stumm war, wollte ich eigentlich sagen, dass wir bei 100 ja auch so ein Verhältnisding hatten, ne? Also quasi geht hier darum, wenn so ein Schilfsammler 1 Minute hat, ein Schuhweber 1 Minute ist gleich Verarbeitungszeit, sprich das Verhältnis eben 1:1, ne? Angenommen, ein Schilfsammler hätte jetzt 30 Sekunden und nicht 1 Minute. Oder einfach halt halb so viel wie der Schuhweber. Dann wüsste ich, okay, der braucht die Hälfte der Zeit. Entsprechend bräuchte ich 2 Schuhweber, das Ganze kompensieren. Ne? Weil ein Schilfsammler würde er dann sonst in 1 Minute, würde er, also wenn jetzt der auf 0,30 stehen würde, ne? Also sprich auf eine halbe Minute oder so, sag jetzt mal 3 Sekunden, dann könnte innerhalb von 1 Minute könnte er 2 von denen bedienen, ne? 2 Schuhweber. Das ist so ein Ding, was ich eigentlich vorhin erwähnen wollte. Und hier ist halt so, da habe ich halt 1:1 Verhältnis, ne, deswegen spielt es keine Rolle. Also, jedes für sich selber, ne, war nichts mehr dazwischen. Beim Holz glaube ich ähnlich, ne. Ja, auch 1:1 Verhältnis. Wieder mal normale Zeit alles machen. So, ansonsten haben wir hier jetzt alles beisammen, ne, sind auch voll zufrieden, die können aufsteigen. Hurra, wir können aufsteigen und wir haben noch ein bisschen Zeit, juhe. Okay, da hatte gerade irgendwie. Das sah gerade so aus. Ja, Romanisierung, ja, Stufe 2. Ich dachte gerade, wir müssen in das Spiel pausen oder so. Irgendwie upgraden? Da haben wir das hier schon, warte mal. Wähl dann Ausbaupfad. Oh, jetzt wird es aber lustig. Römisch-Keltisch. Bin noch live mit der Stimme? Ja, okay. Römisch-keltische Einwohner konzentrieren sich auf Wirtschaft und Forschung. Merzatoren und Adlige wohnen in größeren Städten, wo sie die Umwelt zu einem Vorteil umgestalten, indem sie Sumpfgebiete, Trockenlegen und Aquädukte bauen. So eine Freischaltung, Fibelin. Handelsspiel, okay. Keltisch. Kelten verehren lokale Gottheiten und die Natur. Eine Schmiede und Ältesten leben in kleinen Gemeinschaften und sammeln die Erzeugnisse der Moorlande und Wälder, die sie umgeben. Käse. Umhänge. Streitwagen. Vogelzungen als Peak. Ene mene mu und raus bist du. Okay. Lasst uns Pläne schmieden. Herzmuscheln sind eine Delikatesse, nicht nur für Krabben. Aha, aber ich kann wählen. Ne? Ich kann gewisse Leute auch die andere Stufe geben lassen. Oder nicht? Römischer Ausbau wird mit der nächsten keltischen Einwohnerstufe freigeschaltet. Wie jetzt? Wenn ich den jetzt wieder zurück mache? Vor den Tuniken hatte ich nur ein paar Haare auf der Brust. Also jetzt, wenn ich mich einmal entschieden habe, muss ich alle nachher so machen. Manche Lieder lernt man leben, andere will man vergessen. Faszinierend. Mal Ausbau.
Haben wir nur ein paar Gebäude. Hä? Hallo, öffnen den Baureiter. Nein, will ich ja nicht, ich will hier raus. Oh Mensch. So, was wollen die natürlich? Sie wollen Käse. Und Bier. Jo, meiner will ein Fasskrug Bier. Jetzt wünsche ich gerade, ich wäre wieder stumm. So, Freizeitgelände, Bier. Holzkohlebrenner. Früher war das hier alles ein einziger Wald. Wenigstens haben wir jetzt etwas davon zurück. Schmiede. Ja, die gibt's ja auch. Neue Nahrungsmittel freigeschaltet. Käse. Dieser kräftige Käse gut bergab rollt und ewig hält. Ja, das sieht mein Kühlschrank anders, aber okay. Er freut sich nicht nur bei denen, die es zugehen, an große Beliebtheit. Bier. Ein fast echtes keltisches Bier kann Sorgen, Brände und alle Erinnerungen in den vergangenen Tagen wegspülen. Das kann auch noch ein bisschen mehr, aber in dem Spiel zum Glück nicht. Ja, das gefällt mir doch. Ach, Was das brauchen wir ist dafür? ein alter Knabe. Der Krieg ist Was wollt ihr zurücklassen, wenn ihr die Tradition nicht ehrt? Weiß das schon. Also ist uns gut, ne? Gerstenhof, Verarbeitungszeit 1, eine Melzerei, oh, die gibt es ja auch. Wie bei 1830, ne? In das heißt, ihr braucht eigentlich 2 Gerstenhöfe für eine Melzerei. Aber sicher, das ist ein anderes Ding, brauche ich hier. Wie sieht es bei der Käserei aus? Ochsenhof. Die wollen Milch aus dem Ochsen pressen? Ne, viel Spaß dabei. Dann eine Käserei. Junge. 2. Das heißt 2 Käsereien für einen Ochsenhof, ne? Das macht sogar unter gewissen Umständen Sinn. Aber auch hier waren wieder die Dinger. Anders nochmal. Schilfsammler habe ich ja schon einen. Die Frage ist, produziert den Überfluss? Ich glaube aber nicht, ne? Nö, wenn wir auch gewundert. Schlammtrockner. 1, 1, 1. So ist doch easy. Irgendwie duplizieren hier? Komm. Aber alles zusammen duplizieren geht nicht, ne? Ah, danke Spiel, du kannst es doch noch. So, dann mache ich doch mal den ersten Eck hier oben hin. Der hat noch genug. Das sieht auch gut aus. Aber ich brauche wohl einen... Na gut, Juve brauchen natürlich jetzt nicht, das ist klar. Ein Handwerkerhof, genau. Schlammtrockner. Und natürlich auch Sumpfland, ne? Ach du Scheiße, geht's vielleicht noch größer? Junge. Was brauchst du noch so? Nix, ne? Das reicht ja schon. Ringelnattern schwimmen nicht, sie gleiten einfach übers Wasser. Das ist doch herrlich, so soll das sein, so liebe ich das. Ist jetzt angeschlossen? Ja. Sieht so aus, ne? Haben wir einen Handwerkerhof? Du hast den Peitor getroffen. Ist klar. So glaube ich das gar nicht. Inselzufriedenheit, Inselgesundheit, wunderbar. Meine Bilanzzufriedenheit, nee, die ist nicht wunderbar. Ich bin kaputt, oh ja. Inselbevölkerung. Ja, 114 ist doch eine schöne Zahl. Hätten wir das, wenn wir mal sagen, wir gehen mal auf Fullspeed. Juhu. Und gucken mal, aber hier noch irgendwie jetzt... Schnell Bahnnähe. Okay. Die gehen sich gegenseitig, ne? Interessant. Okay, noch so schönes. Schmiede, Fahnum, war noch ein bisschen mehr Leute. Wie sieht es wieder mal so mit unseren Waren aus? Muscheln, Aale ist cool.
Tuniken ist stabil. Stabil, Bruder, stabil. Natürlich die, ne, die ganzen Tunikas wegfressen. Das heißt, wenn wir wieder ein paar von der ersten Stufe. Dauert ganz schön lange, Bruder. Schuhweber in der Nähe gibt hier einen Effekt drauf. Hä? Was sind das für creepy Effekte hier? Die gefühlt gar keinen Sinn machen. Kann das irgendwie ausbauen hier? Na komm, ne, kann ich mal ausbauen. Nein? Oh, come on. Da ist mal eine Scheiße, ey. So, einen habe ich. Yay, geil. Jetzt kann ich alles bauen, was ich will. Na, schön wär's. Okay, so was haben wir gesagt. 2 Case rein, einen davon, ne? Baukosten gehen noch. Der Ochsenhof und Sumpfland, was ist mit euch los? Junge. Ja, übertreibt einfach. Weißt du was, ich baue mal hier weiter, außen weiter. Ach, hier sicher einen Ochsenhof bauen, hier, ne? Infrastrukturgebäude, vielleicht, wenn ein zweites Lagerhaus, nicht ganz verkehrt. Ja, okay. So, dann brauchen wir jetzt noch 2 von denen, ne? Wir haben verschiedene Produktionszeiten. Vermeide Engpässe, indem du mehrere Produktionsgebäude platzierst. Ah, danke für den Hinweis, Spiel. Planungsmodus. Kann ich vielleicht irgendwo hier noch aktivieren, nehmen so Blaupausenmäßig. Achso, kann ich auch direkt, dann kann ich es so aktivieren, ne? Nicht zum Beispiel sagen bauen. Ja, okay, kann man auch so machen. Habe ich falsch rumgebaut? Haltet die Karren auf, ich habe meinen Aal vergessen. Gib mir was zum Arbeiten. Was? Ich habe mein Aal vergessen, halt die Karre auf! Mein Aal! Das erinnert mich irgendwie an Genta aus. Was ist jetzt los? Warenfehl. Genta aus Detektiv Conan. Hoffe, da gibt's lecker Aal auf Reis. Also nichts gegen Genta und so. Ich mag Detektiv Conan, die ganze Serie. Nach den Charakteren. Mein Problem mit Detektiv Conan ist einfach, es hört einfach nie auf. Ja, das ist leider mein Problem mit Detektiv Conan. Aber tut die nächste Sache. So. Ich bin ein bisschen verwirrt. Ochsen. Oh, die muss ja noch bauen. Entschuldigung, haben wir gar nicht gesehen. Mein Fehler. Aber warum im Sumpf? Obwohl schöne Tiere sind, ne? Wie macht der Ochse? Wenn du Ah, ja. dich mutig fühlst, warum nimmst du nicht ein Schiff und erkundest die Provinz? Es warten reiche neue Inseln und andere, die wie du gerne Handel treiben möchten. Das ist eine geile Idee. Kann ich irgendwie was machen hier? Standard-Skin? Ich habe nur... Ja, danke schön, Spiel. Wir erwarten deinen Befehl. Entsender schief, ja, dann machen wir mal hier oben hin. Stimmt, ne, ist ja 1800, ist nicht Pines Pagonia. Junge, Junge, Junge. Okay, was ist mit dir los? Etwas, das du bedenken solltest, Ere.
Jeder dann eigene Bedürfnisse, verschiedene Kulturen verwandeln und dich auf einen konzentrieren. Ah, eben, das geht doch, ne? Aber denk mal, mehrere pro Ding zu haben, könnte schwierig werden. Was fehlt jetzt hier zum Beispiel? Zu romanisierten Einwohnern, zu keltischen. Aber jetzt die Kombi ausgeschlagen, römisch-keltisch. Hätten wir hier sicher wieder andere Dinger. Faszinierend. Warum kann ich die nicht ausbauen? Ne? Warum geht das nicht? Das ist doch scheiße. Oh, schon 4 Stück. Also, wir haben hier die Dinger. Wir haben dann die Dinger, die Käserei. Küche. Die haben noch nichts. Waren fehlen. Ja, eigentlich müsste ja so ein Ding. Gut, ich wollte gerade sagen, ne, ist ja. In der Produktivität. Ja, das steigt noch, ne? Dass da noch bis auf 100% ist. So viel dazu. Dann das Bier. Das tolle, tolle Bier. 2 Gerstenhöfe. Ich glaube, die Fruchtbarkeit da ist wichtig. So. Ich habe nicht mehr viel Zeit, Freunde, deswegen mache ich gleich mal hier hinten hin. Oh, und Gerstenfeld auch noch, ne? Warte mal. Muss er weg. So, dann den erstmal ausbauen. Erstmal 120. Ach du Scheiße. Das ist nicht wenig, Rudi. Woher sie kommt, ist egal. Ja, sage ich auch immer. Na komm schon. So. Hätten wir Gerstenhöfe, 2 Stück. Dafür reicht eine Melzerei. Wiederum 2 Brauereien. Holzkohlebrenner. Fragst du dich nicht, wo all das Zeug landet? Ja, doch schon. Ich hätte nicht gedacht, dass sie mich im Unkraut meines Gartens finden würden. Ithacus Tarragonus Taurus, zu deinen Diensten. Gesundheit. Deine Stadt wächst und mit ihr die Wahrscheinlichkeit eines Zwischenfalls. Baue Einrichtungen auf, um mit solchen Vorfällen besser umgehen zu können. Was du nicht sagst, Junge. Muss man hier noch kurz anders hantieren. Was kommt falsch? Ja, was kommt falsch? Wenn die jetzt hier. Doch, stimmt. Hier hin. Zu zeigen, dass du eine Insel beherrschst. Ach, das auch noch, ne? Waldgebiet, ne? Das ist nicht perfekt, aber egal. Die Provinz erkunden, denke 2 Inseln. Ja, ich soll alles noch bauen, ne? Die haben nicht mehr so viel Zeit. Also eine Art Feuerwehr, ne? Wieso? Oh. Natürlich war noch Ziegel. Ja, leck mich am Arsch, ey. Was sollen die jetzt plötzlich hernehmen? Unsere Späher haben neues Land gesichtet. Ja, das ist schön mit die Späher. Dankeschön. Alles hier in einer Reihe. Ja, du, ich würde es gerne bauen, ne? An mir liegt's nicht. Kaserne, nee. Holzbogen, ach du Scheiße. Wie primitiv. Villa des Prätors. Also ich brauche dafür auch diese scheiß Ziegel wieder. Leck mich am Arsch, ey. Ziegel, Schlammtrockner. Ja. Ah, der braucht der Holzkohlebrenner. Braucht das wirklich oder ist es einfach nur so nice to have? Was ist mit euch los? Nächste Stufe oder was? Nö, ne? Fanum, Freizeitdinger, ja. Hosen. Ja, Hosen sind nicht schlecht. Ihr habt schon Tuniken, ihr müsst halt alles haben. Menschenskinder. So, Bier. Ja, ich weiß, auch fehlt das Bier. Ich bin ja dabei, wenn man mich lassen würde. Hallo, Bier. Hallo, ich will Bier.
Die haben wir schon. Bauen hier. Oh, kann man freischalten. Neue öffentliche Dienste freigeschaltet. Freizeitgelände. Traditionelle Mehrkampf ist eine gute Gelegenheit für junge Kelten, ihr Können unter Beweis zu stellen. Warnung als Verzeihung. Als was? Synkretistische. Ja, ich kann schon buchstabieren, aber als synkretistische klingt irgendwie so falsch. Du bist einem anderen Prätor begegnet. Ein guter Prätor zu sein bedeutet auch, mit Rivalen umgehen zu können. Schnauze. Als synkretistische religiöse Struktur der Provinz nimmt das Phantom alle Opfer an. So. Scheiß drauf. Oh nee. Ist wieder ein Lucius oder was? Lucius ist nicht dabei, ne? Kaiser Lucius. Was? Ein Tod von Kaiser Lucius. Ich renne den Typen einfach nicht mehr los. Junge. Ja, servus, ne? Was ist mit dir? Hä? Rufübersicht beginnen. Geschenk machen, bereit, nicht verfügbar. Okay. Ich mache mal ein Geschenk. Das wird dabei helfen, meine Mittel für den Ruhestand aufzustocken. Das ist sicher so ein einfacher Gegner, ne? Ja, bei dir schon, bei mir gerade nicht, das ist das Problem. Du brauchst ein Lagerhaus. Oh, ich bin nicht ganz so sicher. Bist es, denkst du? Ich dachte mir, ich warte vielleicht noch eine Weile. So, ich war beim Bier stehen geblieben, ne? Dann noch ein bisschen Kohle haben, muss man noch ausnutzen. Feuergefahr. Es regnet ja, also deswegen keine Feuergefahr. Die Frage, ne, braucht der Kohle? Also, es wird irgendwo durch Sinn machen, aber ich würde es einfach gerne wissen. Unzivilisiert. Ich bin sehr zivilisiert. Ja, man hört's. Wer unzivilisiert? Ha, ich bin sehr zivilisiert. So. Danke, dass der jetzt auch mittlerweile so geht. Wo ist mein Schiff lang stehen geblieben? Ah, hier, das hier. Nur ein bescheidener Rückzugsort unserer Landsleute. Das ist nicht meine Fruchtbarkeit, die ich hier sehe, ne? Ah, doch. Das eine oder die anderen halt, ne? Ah, da wieder Krieg für andere Inseln und so, ne? Da wird ein Spaß. Okay, die Frage ist, kriege noch irgendwas Vernünftiges hin? Lagerhaus ist voll wie ein Finkennest. Ja, kann man es ausbauen? Ah komm, kann ich jetzt sein, dass ich ein zweites bauen muss? Was ist jetzt los? Was machst du denn hier draußen? Er hat allzu viele Muscheln, ne? Das ist ein anderes Thema. Die Stadtwache, ja, die ich auch gerne bauen würde. So liegt es ja nicht, aber leider kann ich nicht. Ne? Doof gelaufen. Kohle. Flechtwerk. Kein Schlamm, wenn mich auch überraschen, wenn wir welchen hätten. Naja. Ist eh bald vorbei. Vielleicht kann ich trotzdem noch was machen. Warte, wieder diese scheiß Dinger hier, ne? Natürlich. Fliesenleger. Du bist der neue Prätor, nicht wahr? Statte der Bergfeste der Kappel gern einmal einen Besuch ab. Ich bin Manx. Ihr Oberhaupt. Ja, angenehm. Warte mal hier oben hin, ne?
So, theoretisch hätte ich den, das heißt hier die Ziegelfließerei, der Fliesenleger müsste reichen. Das heißt, er benutzt Holzkohle oder was? Ja, ne? Brandzyklus 2 ist noch verbleibend. Ach du Scheiße. Ein paar Füße mehr in der Jauche. Arbeitskräftemangel. Hey, wie kann das sein? Okay. Schmiede, Wohnhaus, Nahrung. Und ein paar zu wenige, ne? Na, hier steht's von Wandern. Da müssen wir halt noch ein bisschen ausbauen, ne? Das ist ja kein Problem, theoretisch. Jetzt können wir hier unten hingehen. Wir sollten unsere Schiffsflotte ausbauen. Für den Warentransport und die Patrouille auf See. Unsere Späher haben neues Land gesichtet. Was auch sonst, Diggi, was auch sonst. Unsere Späher haben neues Laufen Land hier gesichtet. wohl. Ganze Straßen abreißen. Oho. So, sieht ein bisschen schöner aus. Machen wir mal kurz auf Fullspeed. Wir haben nicht mehr viel Zeit, aber vielleicht kann ich noch die ein bisschen upgraden und so. Bevölkerung, ja. Bei dem ein bisschen mehr Bilanz. Die bauen wird auch lustig. Ja, kann ich upgraden oder was? Das geht ja leider nicht. So. Der ist ja dabei. Also, das heißt, wir haben schon mal ein Ziegel. Yeah, Mann, wir haben Ziegel. Freunde, wir haben Ziegel. Geil. Wir können uns eins ziegeln. Habt ihr noch genug? Doch, die Reichweite hierfür reicht noch. Bei dem auch, hier aber nicht mehr, ne? So schön anzusehen. Gebürstet und gestriegelt. Ja, okay. Schiffswerfbau. Ne, das für reicht leider nicht mehr. Tut mir welli, sorry. Tatsächlich. Neue Modum freigeschaltet. Hose. Wenn ein echter Kälteüberall etwas trägt, dann eine Hose, um dagegen Kälte und Säcken zu schützen. Toges. Von Römer für spirituell gehalten. Ein Zeichen des Ranges. So. Und jetzt würde mich gerne mal etwas interessieren, Freunde. Warum dürfen wir eine Demo nur eine bestimmte Zeit anspielen? Ich meine, dass ich jetzt vielleicht nur die ersten 2 Stufen spielen könnte, mich nicht weiterentwickeln darf. Okay, das haben wir bei anderen 100 nämlich auch. Aber dass mir vorgeschrieben wird, ich darf nur eine Stunde maximal spielen, obwohl es eigentlich ein Endlos-Spielstand wäre, das geht mir nicht so ganz im Kopf rein. Und 5, Lecco mio, ey. Ja. Auf alle Fälle, Bedürfnisse und so, die erhöhen sich ja auch, ne? Das ist schön, auch hier oben. Hier und so ist auch schon alles voll erfüllt. Geil, hier können wir noch Dinge hier bauen.
Das holen wir erst bei der Vollversion, weil jetzt ist die Zeit gleich vorbei, genauso wie unten. Was wir hier noch haben, Trinkhörner und Clanschilder. Ja gut, dann kämpft er halt wieder. Kann ich auch machen. Schaffe es noch, vielleicht einzubauen hier? Cool wäre es, aber gab es nicht mehr. Ich glaube, 5 Ziegel kriegen wir nicht mehr hin, ne? Da war gerade irgendwie... Speichern kann ich auch nicht, ne? Genau deswegen, was? Das gibt im Hintergrund weiter die Zähl. Ach du Scheiße. Herzlichen Glückwunsch, Preto. Du hast das Ende der Demo erreicht. Wir hoffen, dir hat dieser erste Einblick in andere 117 Pax Romana gefallen. Salve, Preto. Also, ich bin ganz ehrlich, Freunde. Es ist ein neuer Anno-Teil. Es ist bisher, wirkt sehr flüssig. Das trotz meinem alten Rechner und so. Es wirkt, ja, man hat viele Elemente aus Anno 1800 wieder genommen. Man hat neue Elemente hinzugefügt. Bisher wirkt es sehr interessant. Ja, also da bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht. Aber dass eine Demo, ne, aber gesagt hat, ey, du kannst maximal eine Stunde spielen, mir geht nicht, statt zu sagen, du hast nur Auswahl auf eine begrenzte Anzahl an Entwicklungsstufen, du kannst nur die und die Produktionsketten machen, mehr geht nicht. Das wäre viel, viel besser gewesen, weil warum auf eine Stunde begrenzen? Also was ist das für eine Philosophie? Was ist das für... Nee, sorry, das verstehe ich einfach nicht. Was soll das gegenüber den Spielern, gegenüber den Fans überhaupt für eine Art und Weise sein, sie zu begeistern, das zu spielen? Und haben sie Angst, dass wenn man jetzt irgendwie hier unendlich Zeit hätte, dass nachher die Spieler sagen, oh nö, jetzt habe ich 10 Stunden lang Anno gespielt, jetzt habe ich keinen Bock mehr drauf. Obwohl es auch viel mehr zu entdecken gäbe. Also ganz ehrlich. Nun, egal ob ihr eure ersten Schritte an den sonnigen Küsten von Latium gesetzt habt oder euch dem rauen Nebel Albions gestellt habt, eure Herrschaft hat begonnen. Ihr habt entschieden, wie ihr regieren wollt. Mit römischer Disziplin, mit Verständnis für das Fremde oder mit einer ganz eigenen Vision. Doch für jetzt, Statthalter, ruht deine Reise. Wir sehen uns wieder am 13. November 2025, wenn eure Geschichte weitergeschrieben wird. In Anno 117, Pax Romana. Ja, okay, das war schon geil. Ja, verdammt, jetzt muss ich leider, jetzt geht's nicht anders. Okay. Freunde, das war soweit mal zur Demo. Zu Anno 117 Pax Romana. Ich weiß immer noch nicht, warum das Spiel Ergänzung textlich braucht. Nicht einfach gesagt wurde, Anno 117 fertig. Nein, es muss auch Pax Romana heißen. Okay, wir haben jetzt das nur mit dem keltischen Ding gemacht, oder Albion-mäßig. Ich habe keine Ahnung, was wir in der Vollversion machen werden, ob es eine Art Kampagne gibt. Ich hoffe es ja sehr. Vielleicht werden wir auch da aufgeteilt werden. Vielleicht werden wir im Verlauf des Let's Play mehrere Kampagnen spielen. Das werden wir alles noch sehen. Ich weiß nur eins, ich bin sehr, sehr gehypt wieder drauf auf ein Anno-Spiel. Gerade auch, weil Panis Vagonia aktuell beendet ist bei mir. Obwohl da ja die Vollversion auch in diesem Jahr erscheinen soll. Also, da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Aber egal. Also, wir sehen uns wieder am 13. November. Ich bin gespannt, ob ich am Tag direkt drauf spielen werde. Warte mal, ist das ein Freitag? Normalerweise sind das solche Dinge Freitag, ne? Ich meine, 13. November. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, Freunde. Komm ich hier. Moment, ich komme nicht raus. Moment, ganz kurz. Ich wollte gerade auf die Uhrzeit gucken. Beziehungsweise auf die PC-Uhr mit dem Datum, dass ich ganz kurz hätte schauen können. Dann mache ich es halt anders. Kurz Handy zur Hand genommen. Also, dann sagen wir mal. 13. November, ist das ein Freitag? Weil Freitag 13. Das wäre nicht so geil. Ne, ist Donnerstag. Na Quatsch. Doch. Donnerstag. Das ist jetzt kacke. Wäre es Freitag gewesen, hätte ich irgendwie gesagt, da kommen wir noch kurz frei und spiel dann los. Ja, muss mal gucken. Ich habe mir eine physische Version vom Spiel bestellt, weil es ja noch Goodies dazu gab, ne? Und als Sammler denke ich mir so, ja, komm, alle paar Jahre ein neues Anno-Spiel rauskommt, kannst du mal so ein paar Goodies, ein paar Figuren dazu kaufen. Das geht dann schon. Aber egal. Also, am 13. soll es soweit sein. Dann sehen wir uns in den 13. und 14. herum. War ganz so schlecht, ne? Am 13. kann ich aufnehmen zu spielen. Am 14. November ist ja Freitag, das heißt Freitag, Samstag, Sonntag. Großer Anno-Day. Wir gucken mal.
Wie es bis dahin aussieht, vielleicht bis dahin auch schon meinen neuen PC, der soweit auch schon, na gut, zur Not, man einfach nur als Gaming-Rechner, ne? Mit Windows 11, nein, ich habe keinen Bock drauf. Na gut, wir sehen es, wenn es soweit ist. Freunde, danke fürs Zusehen. Bisher macht das alles soweit großen Spaß. Bin gespannt, wie es im fertigen Spielen aussieht. Und sage bis dahin, danke fürs Zusehen und ciao zusammen.